Im unteren Bayerischen Wald in Freyung liegt der Geiersberg. Hier beginnt für Richard Giebis der Tag auf der Terrasse seines Panorama-Restaurants. Ehrlich, oder? Immer wieder muss man sich Zeit nehmen für diesen Blick. Selbst wenn man schon tausende Mal jetzt gesehen hat, aber es ist einfach immer wieder. 27 Kirchen habe ich schon fotografiert, alleine in dem kleinen Blick. Und ich glaube, ich finde bestimmt noch mehr, wenn ich mal wieder Zeit habe. Es ist unfassbar, was da bei uns, ja wahrscheinlich überall, aber was da Kirchtürme gibt in jedem Ort, aber wenn man so weit sieht. Das Donautal halt wieder mit dem Nebel drin, bis nach Österreich rüber, Schartenberg und so weiter. Wir kennen jetzt unsere Gegend ja wirklich gut und ich kenne halt keinen Ort, an dem du verweilen kannst, sitzen kannst oder auch jetzt gastronomisch genutzt sogar, der so einen fantastischen Ausblick hat. Ich kenne keinen. Man kann auf einen Berg gehen, das ist klar, oder auf einen Aussichtsturm. Und dann ist meistens ein wenig frisch oder der Wind zieht und so weiter. Da hast du schon tolle Blicke. Aber da kannst du halt verweilen, da kannst du sitzen mit diesem 270 Grad Blick. Das ist einfach für mich immer wieder Faszination pur. Und gestern waren ja Gäste da und die haben auch gesagt, Freyunger, die haben auch gesagt, unfassbar. Wir haben das alle nicht mehr erkannt, was das für ein schöner Platz ist. Für uns war das nur die verfallene Burg. Die verfallene Burg ist ein Ferientraum der 70er Jahre und kein Einzelfall. Viele solche Betonkolosse baute man damals in die schönsten Hänge des Bayerischen Waldes, um so den Tourismus am Eisernen Vorhang anzukurbeln. Mit großzügigen Abschreibungsmöglichkeiten und Sonderförderungen lockte man Investoren. Rund 30 Jahre lang war der Ferienpark Geiersberg ein gut gebuchtes Urlaubsparadies. Dann kam die Wende, die Grenzlandförderung lief aus, Touristen kamen kaum mehr, dafür der Insolvenzverwalter. Der Ferienpark war ja ziemlich am Ende und irgendwie war die Überlegung, was könnte man denn nur machen, damit man da wieder das Rad zurückdrehen bzw. das Ganze in wieder eine Zukunft überführen können. Und dann war natürlich schon immer der Mensch, wir brauchen eine Gastronomie, weil wenn ich keine Gastronomie habe, kann ich nicht den Tourismus irgendwie nach vorn bringen. Und die Gastronomie braucht aber den Tourismus, damit es funktioniert. Das heißt, wie kriege ich das Ganze in Gang? Und so ist es eben entstanden, dass ich dann gesagt habe, also wir finden niemanden. Und ja, dann war halt einfach die einzige Lösung, dass ich das mache. Richard Giebis ist Optiker in Freyung. Aus Idealismus hat er das Restaurant gekauft und ist jetzt nebenbei Wirt der Geierei. Jetzt können Urlaubsgäste in der Apartmentanlage auch wieder frühstücken. Fertig, Richard? Personal ist schwer zu finden. Oft muss seine Freundin Marion Westner einspringen, obwohl auch sie in einem anderen Beruf arbeitet. Es war ja nicht geplant, dass er Gastronomie macht. Er hat nur gesagt, er richtet das jetzt mal her und dann wird es verpachtet an irgendjemand. Also damals haben wir nicht im Traum, oder habe ich nicht im Traum daran gedacht, dass ich jetzt mal hier arbeite. Ja, genau. Es hat sich so ergeben im Laufe der Zeit. Eigentlich bin ich Lehrerin am Gymnasium, unterrichte Mathe und Sport. Das ist genau da, wo ich eigentlich frei habe in den Ferien. Ist hier die Hölle los. Ja? Das heißt, ich bin eigentlich prädestiniert dafür, hier zu arbeiten, weil ich genau da frei habe, wenn man Personal braucht. Ja? Oft ist es natürlich schon einfach zu sagen, Mensch, das alte Klump, das reißen wir jetzt weg und bauen wir was Neues hin. Die Frage ist halt, wenn wir jetzt 50 Jahre nach vorne schauen, ob wir uns dann nicht ähnliche Fragen stellen, wie wir uns heute über die Ideen unserer Vorgänger Gedanken machen. Hätte man das daher bauen sollen oder wäre es nicht besser gewesen, die Entwicklung anders? So dass ich halt die Frage stellen, ob die Entwicklung, die jetzt ist, mit diesen
mit diesem Wegreißen, Neubauen und nur in eine Richtung entwickeln, vor allen Dingen exklusiv und Wellness und so weiter. Vielleicht werden wir irgendwann auch urteilen, dass das nicht der heilsbringende Weg war. Durchaus vorstellbar. Das Erbe der 70er ist kein einfaches. Der Ferienpark hat 416 Apartments und fast genauso viele Eigentümer mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen. Mittlerweile engagiert sich auch die Stadt Freyung. Sie hat die Rezeption übernommen und bietet einen Vermietungsservice an. Viele Einheimische haben jetzt Ferienwohnungen gekauft, wie Günther Arzberger. Nach der Renovierung hat er seine Wohnung dem Vermietungsservice anvertraut. Er hat die goldenen Zeiten auf dem Geiersberg selbst miterlebt, als Friseur für die Urlauber und Kurgäste. Und auch schon davor als Kind war er oft hier oben wandern. Damals stand hier nur ein einzelner Bauernhof. Genau hier machte der Bayerische Rundfunk 1972 Filmaufnahmen, kurz nach der Fertigstellung des Ferienparks. Der junge Bauer Sepp Simet umkreist dafür mit seinem ersten Bulldog einen Apfelbaum. 50 Jahre später besuchen wir Sepp Simet, den jungen Bauern von damals, nochmal an seinem Apfelbaum.